Herzlich willkommen bei Literatur im Grünen, heute in leicht veränderter Form. Ich lese heute einen Gemeinschaftstext, geschrieben von 11 Autorinnen und Autoren. Die Initiative zu diesem Projekt und die Einladung, bei diesem Schreibabenteuer mitzumachen, ging von Erlebnissprache aus. Hinter Erlebnissprache steht die Schriftstellerin Birgit Krenn. Neben dem Verfassen ihrer eigenen Werke ist sie vielen Lesenden und Schreibenden auch als Leiterin von Seminaren für unterschiedlichste Bereiche des Schreibens bekannt. Diese Seminare finden regelmäßig in Graz und in mehreren Städten der Obersteiermark statt. Seit vielen Jahren schon begleitet Birgit Krenn Schreibinteressierte auch online, was eine sehr individuelle Beratung und Begleitung von der Idee, dem Entwurf bis zur fertigen Veröffentlichung möglich macht. Und von Schreibanfängern bis zu erfolgreichen Autorinnen immer wieder gerne genutzt wird. Für den Gemeinschaftstext wurde eine Übung aus den Kursen leicht abgeändert. Alle Beteiligten schreiben jeweils einen ersten Absatz und schicken den Text dann per Mail an eine Kollegin oder mich weiter, wo wieder ein neuer Absatz hinzugefügt wird. Wer den Text begonnen hat, darf ihn auch beenden. So entstehen 11 unterschiedliche Texte voller Überraschungen und Wendungen, die von allen Beteiligten geprägt sind. Einige Ergebnisse dieser Gemeinschaftsarbeiten können Sie auch auf www.erlebnissprache.at nachlesen und auf der Facebook-Seite von Erlebnissprache. Dort finden Sie auch Informationen über die Online-Beratungen und die hoffentlich bald wieder stattfindenden Schreibveranstaltungen in der Steiermark. Weitere Texte der 11 Schreibenden und vieler anderer Autorinnen finden Sie auch in der Anthologie Was alles in ein Buch passt, die von Birgit Krenn und mir herausgegeben wurde. Der folgende Gemeinschaftstext hatte als Ausgangspunkt nur ein Wort. Es ist das englische Wort linger, das mehrere Bedeutungen hat und verweilen heißen kann, aber auch bleiben, zögern, anhalten und einiges mehr. Die Namen aller an diesem Text Beteiligten finden Sie übrigens in den Informationen unter diesem Video. Hier nun der Text. Herumlingern. Verweile doch, du bist so schön. Das hat Goethe zwar geschrieben, aber in dieser zitierten Verkürzung nicht gemeint. Das oft bemühte Zitat passt doch nur wie die Faust aufs wachsame Holzauge. So ist das mit Worten großer Denkerinnen und Denker. Sie halten sich, werden missverstanden, filetiert und portionsweise in ein Gespräch gemengt. Dort müssen diese Worte dann bleiben, fortbestehen als Oliven, die man irrtümlich statt Rosinen in den Apfelstrudel gemengt hat. Zurückbleiben wird ein falscher Eindruck und ein unangenehmer Nachgeschmack. Ein schwebendes Gefühl der Unsicherheit wird anhalten bei jenen, die vielleicht nicht wissen, aber ahnen, dass die Worte hinter diesem Zitat eben nicht dem nachklingenden Augenblick huldigen, sondern ganz im Gegenteil. Doch wie ihn gewinnen, den richtigen Eindruck, wenn man mit verbundenen Augen vor der Anrichte steht und nicht weiß, ob man nun ins Olivenglas oder in den Rosinenbecher greift? Zum Verweilen hatte er jedenfalls keine Zeit. Zitat: Und wir rannten weiter. Er mit Lehmklötzen an den Füßen, sie leichtfüßig. Sinngemäß der Frühling an den Herbst gekettet. Am Ende sprachen viele ein Urteil. Einmal für ihn, einmal gegen ihn, einmal für sie, einmal gegen sie und so fort. Es gibt kein objektives Urteil, soll er zu ihr gemeint haben, zu ihr, die ihn zugrunde gerichtet haben soll. Zitat: Wahnsinn, fass mich an, Verfluchten, vernichte mich, dass ich vergesse, dass ich bin. Dissonanzen waren von Anfang an zu erwarten. Das kam so über Nacht. Ich habe sie durchwacht. Offenbar hatte er seinen Kontrapunkt gefunden. Es gibt kein objektives Urteil. Die ersehnte Apotheose blieb aus. Zitat: Was geht mich der Frühling an? Ein Nachgeschmack. Almschi. Was schert mich der wankelmutige Frühling mit seiner frostigen Nase, schnuppernd und zugleich rinnend, einzig und allein darauf bedacht, Auferstehung ohne Hinrichtung zu zelebrieren. Bunte Blumen streuend, die ohne Pelzmantel ihrer Tage harren, ob sie ein Auge erfreuen können. Nur Hingabe mit plätscherndem Schmelzwasser. Welche Freude und Jubel im Sonnenlicht. Ein Irrgarten der Winde, der Rückzug des Winters.
geblendet sein Blick, gestört in seinem stoischen Gang, müde in gedrückter Haltung, leicht angewidert. Was schert mich, Zitate zu beurteilen, da steckt doch der Teufel im Detail. Sinnierend, revidierend fahre ich im Gedankenkarussell, orientierungssuchend, um ihre Worte zu balsamieren, sie in die Ewigkeit eingehen zu lassen. Es hallt in meinen Ohren, so weilen Goethes Worte in meiner Brust. Und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Ich esse Olivenapfelstrudel und habe mit meinem Rezept den ersten Preis gewonnen. Ein ganzes Blech davon steht noch in der Küche. Wer soll das alles aufessen? Eine Woche lang preisgekrönten Olivenapfelstrudel zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Nachtmahl genießen. Nachdem sich in meiner Gegend selten ein Wanderzirkus zur Umverteilung kulinarischer Köstlichkeiten verirrt, muss ich meine Strudelei anderweitig unter die Leute bringen. Ich wickle ein riesiges Stück des bekannt süßen Backwerks in 3 Schichten Butterbrotpapier ein und mache mich auf den Weg zu Rudi, meinem Lieblingsnachbarn. Er ist sich selbst der beste Koch, weil alleinstehend, und wird sich sicher über meinen Besuch sowie das kleine Esspaket freuen. Ich finde den Nachbarn auf der Bank vor dem Haus sitzend. Auf dem Tisch liegt ein Paket Tabak. Er dreht sich gerade eine Zigarette. Ich traue meinen Augen kaum, da hält er doch ein knallgelbes Reklamheft in den Händen. Es ist Goethes Götz von Berlichingen. Grüß dich, Rudi. Genießt du da hohe Literatur in der Frühlingssonne? Nein, liebe Nachbarin, entgegnet er. Mir ist das Zigarettenpapier ausgegangen und die Seiten in dem Heftel sind so schön dünn, die sind super zum Wurzeln. Willst du auch eine? Eigentlich habe ich ja schon vor Jahren aufgehört, aber die Verlockung, Goethe in Rauch und Asche aufgehen zu lassen, ist zu groß. Gerne, sage ich, und hocke mich neben Rudi auf die Bank. Das Olivenapfelstrudelpaket lege ich auf den Tisch. Aber du musst mir eine drehen, ist schon zu lange her. Rudi reicht mir grinsend seinen frisch gedrehten Reklamchick und schiebt mir das Feuerzeug rüber. Vorsichtig mache ich einen ersten Zug und lasse den Rauch langsam durch Mund und Nase entweichen. Hast das Heftel noch aus der Schule aufgehoben? Rudi nickt und reißt eine weitere Seite heraus. Als nächstes nehme ich mir den Faust vor. Was hast du da mitgebracht? Und deutet mit dem Kopf auf mein Esspaket. Olivenapfelstrudel, selbst gebacken. Rudi steckt sich mit hochgezogenem Brauen einen Chick zwischen die Lippen. Na dann, sagt er und beginnt den Strudel auszuwickeln. Wenn ich recht nachdenke, werde ich den Faust doch nicht für meine Zigaretten verwenden, meinte Rudi plötzlich. Wir hatten damals in der 8. Klasse eine Theateraufführung. Rate mal, welche Rolle ich gespielt habe. Ich kann noch immer Teile des Buches auswendig. Verträumt richtete Rudi seinen Blick in die Ferne und begann. Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. Obwohl ich glaubte, das Buch gut zu kennen, konnte ich mich an diese Zeilen nicht mehr erinnern. Um von meiner Unwissenheit abzulenken, drängte ich Rudi, den Strudel zu kosten. Das ist der beste Apfelstrudel, den ich je gegessen habe. Die Rosinen sind außerordentlich süß und saftig, sagte Rudi mit vollem Mund. Rosinen? Wieso Rosinen? Langsam verstand ich gar nichts mehr. Manchmal kriegt man halt einfach, was man erwartet, nur weil man es erwartet und das Auge über die Erwartung nicht hinausschauen kann. Kaum zu glauben, dass schon bald Ostern ist, sage ich, und kämpfe gegen den Schwindel an, der mit dem Nikotin durch meine Adern kriecht. Aus dem hohlen, finstern Tor dringt dieses Jahr wohl kein buntes Gewimmel hervor, grinst Rudi, und ich grinse zurück. Ab Dienstag sollen die Baumärkte wieder offen haben dürfen, habe ich gehört. Wird eh Zeit, die Leute wollen was tun. In Deutschland sind die Baumärkte alle ausverkauft, weil plötzlich jeder zum Heimwerker wird. Unauffällig drücke ich meine Zigarette aus und schiebe mir stattdessen schnell noch ein Stück Apfel-Olivenstrudel in den Mund. Dem Rudi kann man aber leider nichts vormachen. Und taktvolles Schweigen ist seine Sache auch nicht. Doch zu heftig für dich? Ich zucke bedauernd die Schulter, aber wirklich bedauerlich finde ich das nicht. Da gibt es anderes. Eine Zeit lang starren wir beide auf das immer kleiner werdende Stück Strudel zwischen uns.
Vielleicht sollte sich der Obi das Motto vom DM klauen, sinniert Rudi. Es lebe die Veränderung, ist eh schon alles anders. Aber nein, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Meinst du das jetzt im Ernst, dass man Mensch ist, wenn man einkauft? Manchmal fliegt man halt aus dem Paradies, wenn man das Falsche kauft. Einen Apfel von Eber zum Beispiel, grinst Rudi und spuckt einen Apfelkern in die Gegend. Sie sagen, die Leute werden kapieren, was wichtig ist. Und jeder denkt, dass das, was ihm selbst wichtig ist, auch allen anderen wichtig ist. Aber es meint halt einer einen Apfelkern und ein anderer des Pudels Kern. Ich schaue auf das leicht zerfledderte Reklamheftchen. Ruhm ist relativ. Vielleicht schauen wir alle blöd, wenn Gott uns an der Himmelspforte fragt, was denn nun wichtig gewesen sei im Leben. Des Menschen Seele gleicht dem Wasser. Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es und wieder nieder zur Erde muss es. Ewig wechselnd, brummelte es aus Rudi heraus. Verschmitzt betrachtete er mich. Glaubst du wirklich daran, dass die Leute es kapieren? Wie viele letzte Chancen braucht die Krone der Schöpfung noch, um aufzuwachen, wirklich etwas zu verändern? Meine Großmutter war immer der Meinung, wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, der lasse sich begraben. Schweigsam saßen wir nebeneinander, der zarte Wind berührte unsere Wangen und Goethes Worte drangen tief in uns. Wenn man einmal weiß, worauf alles ankommt, hört man auf, gesprächig zu sein, unterbrach Rudi den Augenblick. Er stopfte sich das letzte Stück Strudel in den Mund und drehte sich einen neuen Reklamtschick. Mit den Worten, was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man nicht durch den Tod verlieren, drückte er mir das Butterbrotpapier in die Hand und ich machte mich wieder auf den Weg. Wer nicht mehr irrt und nicht mehr liebt, der lasse sich begraben, spukte es in meinem Kopf herum, während ich auf dem Heimweg war. Und was ist mit Lernen, hörte ich mich plötzlich sagen. Gut, dass keiner in der Nähe war, der mich hören konnte. Wir waren alle brav daheim. Man muss sich nicht ständig im selben Punkt irren. Man kann auch lernen, weitergehen und sich dann woanders verirren. Wenn man sich verirrt hat, also irgendwo ist, wo man noch nie war, also noch nicht wusste, dass es den Ort gibt, an dem man jetzt ist, und deswegen auch nicht dahin wollte, heißt das ja nicht, dass man falsch liegt. Es entspricht halt nicht dem Plan. Und plötzlich tun sich viele neue Wege auf. Für den einen ist das wunderbar, weil er das Abenteuer liebt. Der andere verfällt in Panik, weil er Angst vor Unbekanntem hat. Deshalb gibt es die Schafe, die auf jeden Fall dem Schäfer folgen, weil der weiß, wo der Weg ist. Und die Wiese, die sie seit Jahren kennen. Und dann gibt es die anderen, die sich immer wieder verirren, weil sie nicht auf den Schäfer schauen und dann abseits die besten Kräuter, Gräser und Blumen finden. Die stürzen dann auch mal in die Schlucht oder treffen auf den Wolf, aber das ist dann halt so. Für die Liebe gilt das gleichermaßen. Plötzlich blieb ich stehen, ich war angekommen, vor meinem Lieblingscafé. Das hatte geschlossen und ich hatte ca. 5 Gelegenheiten verpasst, überfahren zu werden, aber es war ja keiner unterwegs. Gut, machte ich eben kehrt und schlenderte nach Hause. Später würde ich Kirschstreuselkuchen machen. Die M&S-Maske eignete sich auch als Augenbinde und ich hatte noch genügend Oliven. Der Kirschstreuselkuchen war der beste Kuchen, den meine Großmutter gebacken hat. Das Rezept war ihr heilig. Erst spät, fast zu spät, hat sie mir erzählt, wo sie es die ganze Zeit versteckt gehalten hatte. All die Jahre habe ich sie gefragt und gelöchert bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit, aber immer antwortete sie mir kryptisch: Wer lange fragt, geht weit irr. Dies war nur einer ihrer markigen Sprüche. Meine Großmutter kannte keinen Faust, hatte keine Räuber von Schiller gelesen, und was Romeo und Julia mit einer Lerche und einem Balkon verbindet, wäre für sie eine Millionenfrage gewesen. Aber spare in der Zeit, dann hast du in der Not, hat sie mir zugeflüstert, wenn sie mal wieder unauffällig ihre faltige, aber starke Hand verschmitzt in meine steckte, kurz zwinkerte, ihre Hand wieder abzog und in meiner einen liebevoll gefalteten Hunderter zurückließ. Angewidert verzog sie ihre immer sorgfältig geschminkten Lippen, wenn ich sie dazu überreden wollte, mal etwas Asiatisches zu kochen. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Diese Worte folgten unausweichlich meinem Vorschlag. Wenn ich ihr mein neuestes Sommerkleid vorführte,
Quietschgelb, 2 Zentimeter unter dem Hintern endend, meinte sie trocken, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Nur um mir beim Abschied augenzwinkernd und Hände ineinandergreifend meinen Notgroschen zuzustecken. Heute klingt mir noch im Ohr, wenn ich nach mehr oder weniger langen Phasen den Carly, oder wie er sich selbst immer nannte, den Charlie, wieder mal zum Sonntagskaffee mitbrachte. Aufgewärmt ist nur Gulasch gut. Bis jetzt kann ich kein Gulasch genießen, ohne mich still zu bedanken, dass der Charlie irgendwann genug aufgewärmt war und nun eine andere Frau drangsaliert. Und genau nach einem Hauch Oma ist mir heute. Deswegen werde ich unsere Familienbibel aufschlagen bei Lukas, Kapitel 22, Vers 7 bis 23, das Rezept des Kirschstreuselkuchens herausnehmen und ausprobieren, ob der Kuchen auch eine Portion Oliven verträgt. Wie gut das tut, eine Zeit lang nicht die bekannten Zitate auszusprechen, die für jeden abrufbaren, sondern die wichtigen, die schwebend bei uns bleiben und für immer nachklingen, weil sie zu uns gehören, weil sie uns nicht gesagt, sondern gegeben wurden. In einem einzelnen Menschen kann das Bild fortbestehen, in welchem der Herbst den Frühling angekettet vor sich herzieht. Und diese unlösbaren Bilder bleiben ungelöst, bis der Brunnen zum Krug kommt und alles, wirklich alles überschwemmt. Dass in den Buchhandlungen ab Dienstag wieder Goethe-Zigarettenpapier verkauft wird, jedes einzelne mit dem innen aufgedruckten, durchs Verbrennen nicht sichtbaren Goetz-Zitat, geschieht dem Geheimrat recht. Dass der ganze literarische Käse, den er im Lauf eines krisensicheren Beamtenlebens zusammengerieben hat, missinterpretiert wird auch. Einer endlosen Karawane von leidenden Schülergenerationen wurde er aufs müde Auge gedrückt, als ob es nicht offensichtlich wäre, dass er damals, in seiner Zeit, unbehelligt von Internet, Fernsehen und Einkaufszentren, ein unformatiertes Leben zur Verfügung hatte. Es also schon ein Wunder gewesen wäre, wenn er bei der vielen freien Zeit, nichts Großartiges geschrieben hätte, das unweigerlich fortbestehen wird. Schon allein die Baumärkte wären sein Ruin gewesen. Er hätte zwar sagen können, was soll uns denn das Ewige schaffen, aber wäre doch auch er einem seiner anderen Sprüche gefolgt. Was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Danke fürs Zuhören.